Was bisher geschah. Das Mal haben wir uns dazu entschieden, dass wir jeweils 5 Bücher vorstellen, die uns gefallen, die uns geprägt haben. Oder ja, das sind sonst Empfehlungen. Also ich weiss nicht, ob der Kunstform Dadaismus etwas sagt. Oh Irgendwie, Gott! Ich weiss, jetzt intellectual. Alles ist ein soziales Konstrukt. Ja. Nein. Ja, gelebte Spiritualität einfach auch, dass man etwas fürs Kollektiv macht und sich eben einbringt. Ich hasse es, so moderne, romantische Bücher zu lesen. Ich finde die voll cringy. Es passiert mir noch etwa die mit dem Autor, dass ich irgendwo herlaufe und er ist dann auch dort. Mein Nächstes. Ja, thematisch tut es mir leid. Oh, Achtung. Also, das ist so ein typisches Anita-Buch. Oh. Dass, wenn du so ein Buch hast, siehst, dann weisst du einfach, das kannst du mir vorschlagen. Das ist wirklich so der Sinn von meinem Leben in einem Buch. Was kommt jetzt? Criminal, The Truth About Why People Do Bad Things von Tom Gash. Geil. Ja, das Kapitel thematisiert einen Mythos, den man über Kriminalität hat. Und er tut das so wie auflösen und dann sagen, wieso dass es nicht stimmt. Und er war eben so Policy-Berater, also Politikberater gewesen. Und ich finde es einfach mega, mega spannend, weil man hat gewisse Vorurteile und denkt sich zum Beispiel, Klassiker oder Amerikaner, so ja, wir tun einfach die Strafe mega aufsetzen, so eben Todesstrafe, keine Ahnung was. Und dann machen es die Leute nicht. Und dann ist so, ja, Daten zeigen aber. Also weißt du, was ich meine, oder? Und dann, ich finde das einfach mega, mega spannend. Und ich kann sonst mal sagen, was für Mythen das sind. Gerne, Das ist ja. einfach auf Englisch. Myth number 1, Crime is rising. Myth number 2, Taking up a life of crime. Also im Sinne von, dass wenn jemand mal kriminell ist, dass das Leben lang sein wird. Das ist nicht der Fall. No, Spoiler. Myth 3. Criminals will stop at nothing. Myth 4. Organized crime is big, bad and booming. Weil überall Mafia-Boss sind, weißt du. Myth 5. Biology determines criminality. Myth 6. Poverty is the real cause of crime. Armut kann natürlich Sachen bewirken, aber dass man sagt, ja, das ist der einzige wahre Grund für Kriminalität, stimmt nicht ganz. Myth 7. Immigration increases crime rates. Myth 8. We need more Bobbies on the beat. Bobbies, das sind so in der UK halt einfach so die Polizisten im Sinne von Oh nein. einfach der Mythos. Mehr Bullen gleich sicherer. Genau. Myth number 9. Tough sentences are a surefire way to deter crime. Myth 10. Leopards can't change their spots. Im Sinne von als kriminelle Person kannst du nicht ein Leben ohne Kriminalität führen. So in dem Sinne. Ja. Das ist ein Mythos. Myth 11. We need radical reforms to reduce crime. Da weiss ich nicht mehr genau, was es gemeint ist, wo dann gesagt hat, dass es nicht der Fall ist. Aber ein Beispiel am Anfang, nämlich der Introduction, was ich mega, mega spannend finde, ist, dass er so erwähnt hat, so ja in den 70er oder so, jetzt plötzlich viel weniger Motorraddiebstähle geben in Deutschland. Einfach quasi fast über Nacht in dem Sinn. Dann denkst du so, was ist passiert? Helmpflicht ist eingeführt worden. Und das heisst, wenn du jetzt einfach das Motorrad geklaut hättest, weil mega viel so Sachen Diebstähle passiert spontan. Wenn du jetzt einfach eins mitgenommen hättest und wirst angehalten worden, weil du ja keinen Helm hast, weil die meisten Leute, die spontan ein Motorrad klauen, haben nicht einfach noch einen Helm dabei. Dann wärst du halt eher verwünscht worden. Das sind einfach so Sachen, die nicht so überlegt sind, aber es sind einfach die Wirkung gehabt, weißt? Das ist krass, ja. Und ich finde so Sachen mega spannend, wenn du so Policies anschaust, was funktioniert wirklich oder was hat was für einen Effekt. Und ich finde das auch mega, mega spannend, aber klar, ich weiß nicht, wie sehr ich das jetzt würde. Was mich Wunder nimmt, darf ich fragen? Ja. Wegen der Ja, sicher. Polizei, das nimmt mich mega Wunder. Was ist in diesem Kapitel gestanden? Ich glaube, er hat einfach auch noch so Studien erwähnt, wo man es wie gemessen hat, wie Kriminalität erfasst wurde, ist mit mehr und weniger Polizisten. Und der Unterschied ist einfach nicht... Signifikant. Ja, genau. So Zeug ist gemacht worden. Und wie war das jetzt für dich? Eben, du hörst ja Crime-Podcasts zur Entspannung, muss man da sagen. Das sind Ja. immer die besten Sprachnachrichten, die ich bekomme. So, ich muss mich ein bisschen runterfahren, ich höre jetzt True Crime Podcasts.
Hast du überhaupt etwas Neues gelernt aus diesem Buch? Weil es tönt auch wie recht so ein Standardwerk. Ich habe das aber vor ein paar Jahren gelesen, vor dem Studium, Ja. muss man auch sagen. Okay. Nein, das ist wirklich ein gutes Buch für Leute, die sich fragen, wieso sind Leute kriminell? Und wenn wirklich Leute, die das Gefühl haben, aber eben, wegen diesen ganzen Migranten und dann noch, und man sollte doch mehr Polizisten auf die Straße tun und man sollte doch Oh Gott. Ich noch... denke nicht, dass Leute, die das denken, unseren Podcast hören, aber ja. Man weiß ja nie, gell? Aber falls ihr jemanden kennt, der so denkt, könnt ihr dieser Person so ein Buch kaufen. Ja, ich gescheiter den Podcast empfehlen. Gut. Okay. Das war euer True Crime Fix für die Episode. True Crime Starter Pack habt ihr jetzt schnell bekommen. Ja, genau. Mein nächstes ist ein Gedichtbuch. Und zwar von Rupi Kaur. Und das heisst, hast du gewusst, gell? Ja. Jetzt kannst du ranten. Es ist Homebody. Sie ist eine Kanadierin mit indischen Wurzeln. Und ihr hat man so ein bisschen gesagt, sie sei so die Queen of Insta-Poetry, weil sie vor allem durch ihre Insta-Posts, also ihre Kurzgedichte, die sie halt auf Insta hat veröffentlicht, ist berühmt worden. Plus, das habe ich heute erst herausgefunden, kannst du dich noch erinnern, sie hat ein Bild gemacht, wo man sie von hinten sieht und sie hat eine Hose an, wo man den Periodenfleck sieht von ihr. Und das ist von Insta gelöscht worden. Das war mal irgendwie so ein College-Projekt von ihr. Und das ist im Fall sie. Weil ich habe schon gewusst, dass es das gibt, aber ich habe es nicht verknüpft mit ihr als Person. Genau, und sie schreibt hat diverse Gedichtbände schon rausgegeben und sie schreibt über Feminismus, über Frausein, Migration, Sexualität, Mental Health, sexuelle Gewalt zum Teil auch. Und sie tut auch die Bilder dazu selber zeichnen und ich würde euch sonst einfach ein paar vorlesen, weil sie sind mega kurz. Und sie sind auf Englisch, also es gibt die Gedichtbände auch auf Deutsch, aber ich finde immer, bei Gedicht verliert einfach die Übersetzung sehr viel vom Inhalt. Und zwar, das erste heisst Friendship Nostalgia. I miss the days my friends knew every mundane detail about my life and I knew every ordinary detail about theirs. Adulthood has starved me of that consistency, that us, the walks around the block, the long conversations when we were too lost in the moment to care what time it was, when we won and celebrated, when we failed and celebrated harder, when we were just kids. Now we have our very important jobs that fill up our very busy schedules. We compare calendars just to plan coffee dates that one of us eventually cancels because adulthood is being too exhausted to leave our apartments most days. I miss knowing I once belonged to a group of people bigger than myself, that belonging made life easier to live. Can relate very much. Nein, also ich cancele nie etwas, aber... ja, ich cancele aber noch viel. Sorry. Scorpio! Ja, das nächste heisst Can You Do That? My body is so hot from wanting you, I'm spilling by the time we take... Whoa. It's getting hot in here. Okay, no. I'm spilling by the time we take our clothes off. I want the kind of love that transcends me into another realm. I want you so deep we enter the spirit world, go from being gentle to rough. I want eye contact, spread my legs to opposite ends of the room and look with your fingers. I want my soul to be touched by the tip of yours. I want to come out of this room different people. Intense, baby! Okay, also... Angst. Mami, ich habe Angst. Kennst du Gedichte von ihr? Das Problem ist, Achtung. ich bin auf Tumblr, weißt du? Ja. Und auf Tumblr... Das gibt's noch, das ist mega... Oh, ja, es ist eine Zeit lang, hast du nicht mehr die App herunterladen oder du hast nicht mehr auf die Website können. Ich weiß nicht mehr, was es war, weil es gesperrt war, aber halt, wenn du es schon hast, bist du noch drauf gewesen. Und jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden. Am Anfang hat es ein bisschen Bots gehabt und so ein bisschen Zwischensachen. Auf jeden Fall, dort sind wir alle so ironisch drauf. Oh nein, dann gibt es so Verarschungen von ihren Gedichten. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Phänomen ist, weißt, wenn du so gehypt wirst und dass dann so wie eine Gegenbewegung entsteht von Haters. Ich habe das Gefühl im Fall. Weil ich bin ein bisschen recherchieren und so. Und dann habe ich auch gedacht, das ist im Fall genau das.
weil sie ist ja wirklich, also weißt, die füllt ja Stadien mit ihr, also, und sie tut es halt wirklich auch sehr geil performen, das muss man schon sagen. Sie singt es quasi, also ich finde es im Fall recht geil, wie sie es macht. Ich sehe dort schon, dass vielleicht aber nicht der Stil ist von jeder Person. Absolut. Ich finde eben mega cool, hat sie ihre ersten Bücher selber rausgegeben. Weißt, sie hat keinen Publisher gefunden, ist irgendwie 500'000 Mal rejected worden, wie das halt so läuft. Und sie hat halt dann wie eine begrenzte Anzahl Bücher wie selber rausgegeben. Und dann ist es halt richtig zum Fliegen gekommen, vor allem auch wegen Instagram. Und das finde ich halt auch ein spannendes Phänomen von unserer Zeit, dass Kunst durch die Plattformen, dass wie zuerst das ist und dann wird es publiziert. Weißt du, das finde ich auch noch interessant. Ja, viele haben so eine neue Chance mit dem. Dann ist mir in den Sinn gekommen, vielleicht was das Problem könnte sein, dass viele halt ihren Erfolg gesehen haben und dann probiert haben, eben so zu sein wie sie. Und dann Leute so ein bisschen, oder Instagram und alles so ein bisschen überflutet wird von Gedichten, die ähnlich sind. Und ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, dass Leute ein bisschen genervt waren von diesem Genre jetzt. Das kann sein, ja. Ich finde es eigentlich eine mega schöne... Also weißt, es ist wie legitim, von dem genervt zu sein, aber eigentlich finde ich immer so, das ist halt schön, wenn eine Künstlerin das auslöst. Dass andere das Gefühl haben, sie wollen das auch. Es ist schon eine recht simple Struktur, also in den Büchern, aber es ist nicht viel, es sind nicht Kunstgriffe oder so. Und zum Teil ist es einfach wie ein Satz, der für sich steht. Also ich kann sonst noch schauen, ob ich noch ein kürzeres habe. Ich habe mir noch 2 rausgeschrieben. Zum Beispiel hat es hier so ein Bild von ihr mit ihren Eltern und es steht einfach wie ein Satz drüber. We were always in survival mode long after we didn't need to be. Und das ist halt wie, aber zum Teil sind es dann mehr wie Zeichnungen, wo man fast mehr aussagen und der Satz, was illustriert oder eben auch umgekehrt. Aber ich finde es mega schön, also auch wie sie über einen weiblichen Körper kann schreiben und eben wie sie es dann auch performt und so. Also ich finde es wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich habe mich nie mit ihr so beschäftigt. Ich habe mich auch nicht allgemein mit Gedicht beschäftigt. Aber das habe ich gerade fragen, ob das dein Genre ist oder nicht so. Also ich bin echt wie in das eingekommen. Ich finde es gut, wenn so ein bisschen die Regeln befolgt. Ein Haiku hat ja gewisse Regeln. Dann du hast so Gedichte, für mich ist das Gedicht etwas, was sich reimt. Wegen dem brauche ich immer so ein bisschen Minuten, bis ich checke, dass das ja nicht muss sein. Ja, ich finde es eben mega anstrengend, wenn sich immer alles muss reimen muss. Aber es ist schon, die klassische Form ist natürlich schon mit diesen, wie heisst das, haben wir alles müssen lernen. Es gibt auch so Daktylos und so Zeug. Jambus. Ja, also die Versformen. Oder ja, oder halt ein Haiku. Ja. Also wie viele Wörter müssen in jeder Zeile haben und so. Und irgendwie, wenn du das kannst, sieht es mega cool aus und es klingt auch cool. Das stimmt. Aber das stimmt eigentlich, wenn du sagst, ja, schon schade, ich bin irgendwie so nie in das eingekommen. Aber das ist ja immer die Frage, was man es überhaupt werten? Also klar gibt es irgendwie LiteraturkritikerInnen, die irgendwie das schon wissen wie. Aber da finde ich auch immer, eben, es ist eine Kunstform, also ist es ja einfach irgendwie auch Geschmackssache. Aber ja, jetzt sind wir bei einer Riesenfrage, was ist Kunst und was ist nicht, was ist gute Kunst? Das nächste Buch, das ich erwähnen will, ist «Der Graf von Monte Cristo» von Alexandre Dumas. Also eigentlich «Le Comte de Monte Cristo», was auch immer im Original. Aber ich habe es auf Englisch gelesen. Ich hätte es eigentlich auf Deutsch auch lesen können. Das Buch ist wirklich so, wenn ihr jemanden seht, der wirklich so seine Rache durchzieht und weißt du, «That sweet, sweet revenge», dann ist das für euch. Es spielt am Anfang in Marseille. Übrigens, ja. Und er wird einfach zu Unrecht komplett unschuldig ist. Er hat nichts verbrochen, wirklich einfach nicht mal, keine Ahnung, ist einfach richtig, was dort abgelaufen ist. Ich bin auch hässlich für ihn, nein. Aber er kommt einfach ins Gefängnis, weißt du. Und zwar in das Gefängnis von Château d'If, das ist so eine Insel bei Marseille, gerade vorne dran. Lange Rede, kurzer Sinn, nach 14 Jahren schafft es auszubrechen. Ich will nicht zu viele Spoilers und so geben, aber er lernt ihn im Gefängnis kennen und erzählt ihm dann, wo mega viel Gold vergraben ist. Und er findet das und ist jetzt einfach mega, mega reich. Und was macht er? Er verbringt 9 Jahre damit, seine Rache zu planen, bevor er sie dann umsetzt und eben seine Sweet, Sweet Revenge hat. Aber, ich will nicht zu viel verraten, irgendwie du verendest das Buch mit so einem Gefühl so, was hat ihm das jetzt eigentlich gebracht? Am Ende des Tages, wo du so denkst, so, ja, hätte ich das jetzt an seiner Stelle gemacht?
Das finde ich eben auch immer interessant. Obwohl, oder vielleicht ist es nicht auch etwas, tut es nicht auch wechseln im Verlauf der Geschichte. Weißt du, dass du am Anfang mega am Mitfiebern bist, ja, du die Reche, und am Schluss bist du so ein bisschen, hat jetzt nichts gebracht. Es ist so ein bisschen von einem Teil, wo du denkst, so, ja, das ist jetzt ein bisschen unnötig, dass er das noch hat zugelassen oder gemacht hat und so. Eigentlich hast du halt schon auch ein bisschen immer Mitleid mit ihm, weil er ist ja wirklich mega, er hat nichts verbrochen in dem Sinn. Und aus dem Interesse von diesen 3 Männern ist er dann halt dort eingesperrt worden, oder? Zum Teil weisst du gar nicht, ob es ihm gelingen wird oder was jetzt genau passieren wird und so, weißt. Okay. Das ist ein bisschen die Spannung da, oder ob die Leute ihn oder wenn sie ihn erkennen und so, weil eigentlich müsstest du ihn ja schon auch erkennen können, aber ja. Kannst du gut schlafen, bisschen... wenn du so Bücher liest? Ja, wie ein Baby. Gut, ich muss gar nicht fragen mit True Crime und so. Ich könnte nicht, im Fall Bücher finde ich manchmal noch viel schlimmer als Filme, weil du machst so deine eigenen Vorstellungen. Ich weiss nicht, es ist halt schwierig, sich das vorzustellen, wenn du jetzt in so einer Situation wärst. Kommt mega darauf an, was passiert, aber ich bin eigentlich nicht so jemand, der so auf Rache aus ist. Ich finde es eher schön, wenn man sich entschuldigen kann. Oder das merke ich wieder, dass ich das von den Leuten erwarte, einmal eine richtige Entschuldigung. Und wenn sie dann kommt, ist es umso schöner, aber nicht so wie, ich will jetzt, dass dir genau das gleiche Leid zustößt. Voll nicht. Ja. Und du? Revenge? Ich glaube, Revenge, sweet, sweet Revenge. Aber am Ende des Tages bringt wie nichts, wenn du den Hass in deinem Herzen hast, was ich meine. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug über Rache geredet. Das nächste Buch ist nicht zum Thema Rache. Oh, das ist gut. Und es ist, zum Thema Heimat. Es wird so ein bisschen es reiht sich so ein bisschen ins Primitivo und ins Herkunft ein, was wir ja auch schon besprochen haben. Ja. Und zwar ist es Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Es ist sie, die We Should All Be Feminists ist ein TED-Talk von ihr, der mega berühmt ist. Es gibt ja auch wie, das Essay, das gedruckt wurde zu dem, genau von diesem TED-Talk. Sie ist in Nigeria aufgewachsen, ihre Werke sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Sie hat auch in den USA gelebt und sie gibt so Schreibworkshops jetzt so in Nigeria und dort so junge Schriftstellende fördern. Und das Buch ist so krass, weil es liest sich für mich so wie ein Film. Also einfach auch die Sprache, wie sie Sachen kann beschreiben kann, das ist wirklich so krass. Und das ist ja noch lustig. Du wirfst mir ja viel vor, und ich werfe mir das, glaube ich, selber auch vor, dass ich sehr eine amerikanisierte Sicht habe auf die Dinge, einfach weil ich viele amerikanische Autoren, Autorinnen lese, oder einfach auch der Netflix. Ich habe das Gefühl, wenn du viel Netflix konsumierst, das ist halt einfach mega so Amerika zentriert. Das Buch, das ist jetzt wirklich wie, also Ifemelu, die Protagonistin ist eine Immigrantin von Nigeria. Ich nehme an, dass es um das Jahr 2008 spielt, weil im Buch kommt eigentlich vor, dass eben der Obama gewählt ist worden. Es geht um Feminismus, es geht um Verletzlichkeit, was mega krass ist. Ich finde, es hat viele männliche Rollen, wo so das Verletzliche sehr fest vorkommt. Und die Story ist eigentlich so ein bisschen so, dass sie ein Scholarship, also ein Stipendium hat von Princeton, und sie kommt wegen dem von Nigeria auf Amerika. Und sie fängt dann einen Blog an, der heisst «Observations about American Blacks by a Non-American Black». Und so ein bisschen, ja, es ist echt ein geiler Titel. Und so ein bisschen unter dem werden dann auch immer wieder Blogbeiträge wie im Buch beschrieben. Und es geht halt einfach so ein bisschen darum, eben wie fügt sie sich in die Community ein. Und es geht auch so ein bisschen um verschiedene, also quasi irgendwie different levels of immigration. Also sie hat zum Beispiel auch einen Freund von ihr, also ihre grosse Liebe, der quasi in London arbeitet, aber halt mit falschem Papier, weil er wie nicht das Visum hat bekommen. Und ja, das ist ja wie, also das machen recht viel auch von Nigeria, die einfach mit dem falschen Namen dort arbeiten. Und dann gibt es so eine Szene, wo er ihr halt erzählt, er muss sich wie jeden Morgen mega aktiv daran erinnern, dass das sein Name ist, wenn man ihn beim Arbeiten halt so anspricht oder dass er sich nicht plötzlich aus Versehen anders vorstellt und so. Echt wirklich so
die Sachen. Und hey, irgendwie hat es mir einfach eine helle coole Sicht gegeben auf eine Lebenswelt, die ich eben überhaupt nicht kenne. Eben, erstens, ich lebe nicht in Amerika, zweitens, ich habe diese Migrationsgeschichte nicht miterlebt. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen gefragt, jetzt aus diesem Thema raus, weisst du, das ist doch auch so, oder ich habe das Gefühl, das wäre so ein cooles Buch für irgendwie in der 9. Klasse mal zu lesen. Und ich habe einfach manchmal schon so das Gefühl, es ist wichtig, dass so früh wie möglich einfach für ganz viele verschiedene Lebenswelten irgendwie den jungen Menschen wie präsentiert werden. Und dann habe ich mir aber so gefragt, über das haben wir vorher schon geredet, ja, die konsumieren einfach nicht mehr so Bücher. Sie schauen einfach irgendwie Serien oder halt irgendwie TikTok und Insta. Und dort habe ich mich schon so gefragt, wie divers ist denn das Umfeld dort? Oder zum Beispiel TikTok. Kennst du das? Offiziell, ich sage das allen, ich bin ja gerne auf sozialen Medien und so, aber ich bin zu alt für TikTok. Ich gehe, das sagen wir eben auch, ich will mir das gar nicht abladen. Aber dort habe ich mir halt schon wie gefragt, weisst, weil das wäre ja wie ein Format, das eigentlich Diversität mega krass fördern könnte. TikTok als Plattform macht das, glaube ich, nicht. Ich glaube, da hat es schon Vorwürfe gegeben. Ah, wirklich? Dass halt als weisse, blonde, dünne Cis-Frau da eher promoted wird. Also, sorry, minderjährige Cis-Frau eher promoted wirst. Vor allem, wenn du noch knappe Sachen anhast und so. Aber bei TikTok, so wie ich es verstanden habe, ist, wenn du gewissen Leuten folgst und gewisse so Sachen anschaust und so, wird es dir dann halt auch eher empfohlen. Dann bleibst du in deiner Bubble in dem Ja, Sinn. das ist eben genau das Problem. Ich habe so das Gefühl, so wie, ja, oder das ist wie auf Insta, wenn dann immer Sachen empfohlen werden, die wie zu dem passt, weil ich deine Meinung bestätigt. Bei mir, ich gebe es zu, ich habe mega auf Dackel, weil ich Dackel habe. Und ich gebe es zu. Aber dann ist so, ich finde das herzig, okay. Aber wegen deiner Aussage vorher, ich weiss nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt stimmt, dass Jugendliche oder Kinder heutzutage weniger lesen. Also ich hoffe es. Weil ich bin auch so ein Kind gewesen, die ganze Zeit bin ich von RTL gehangen und habe Zeug geschaut und dann gleich noch gelesen. Ja, weißt du, was ich meine? Stimmt. Also nein, das wollte ich unserer Jugend ja auch gar nicht vorwerfen oder irgendwie unseren pädagogischen Mitarbeitenden. Aber ich habe mich schon gefragt, oder zum Beispiel in der Schule, also weißt, weil das Ding ist, in der Berufsmatura oder in der Passerelle, ja, da kommt dann so Literatur. Aber ich habe das Gefühl, es muss einfach viel früher stattfinden. Oder was wir so anfangen lesen, ist halt so Zweiter Weltkrieg Literatur. Und das ist auch wichtig, aber ich habe das Gefühl, es fokussiert einfach mega fest nur auf das. Und ich weiss jetzt auch nicht, ich habe dann noch ein bisschen probiert, weißt, so wie ein bisschen Literaturlisten herauszufinden, jetzt von Sekundarstufe 1 und 2. Ich habe nicht wirklich etwas gefunden, aber ich hoffe, dass dort einfach mehr Diversität auch drin ist. Ja, Sekundarstufe 1 schwierig. Aber dort hast du zum Teil selber Sachen auswählen. Ah, wirklich? Okay. Und dann, aber das ist dann halt auch wieder, wer guidet dich dann zu diesen Sachen. Das ist genau Wobei, habe ich nicht als Kind auch, wie heisst das, die Wüstenblume oder so? Das haben wir, glaube ich, gelesen. Ja. Aber ich bin mir auch so sicher, Sekundarstufe 2 nicht wiederum. Dort Englisch unterrichtet haben wir nur Minority-Sachen gelesen, habe ich das Gefühl gehabt. Und das Ding ist, wenn wir dann irgendwie im Studium, im Feminismus-Seminar das Buch lesen oder so, das ist schon gut, aber das Ding ist, weißt, wir sind nicht Leute, die das wie, oder ja, klar, eben, wir können uns auch noch educaten und so. Und ich würde jetzt auch nicht am SVP-Parteitag vielleicht Auszüge von dem vorlesen, passt auch nicht so, aber weißt, wie bringt man wie in breiten Masse einfach das mal, wie kann man das denen wie ich weiss nicht, zugänglich machen? Oder es geht schon nur um das, dass wie eine Diskussion, ein Diskurs angeregt wird, dass das einfach die breite Masse mehr Diversität wie kann erfahren. Meinst du jetzt Leute, die allgemein schon lesen? Weil, weißt du, ich habe das Gefühl, Bibliotheken geben sich schon ein bisschen Mühe. Also je nachdem. So, ja. Dass sich die Bücher, weißt, irgendwie thematisch zum Beispiel am Eingang oder so tun, oder dass sie, wenn sie irgendwie Newsletters versenden oder so, dass sie da ein bisschen aufmerksam machen. Oder halt so Literaturclub, wahrscheinlich Sendungen oder so. Aber wenn du jetzt sagst, wie sensibilisierst du Menschen auf so Themen, die nicht lesen, die jetzt wirklich nur den 0815 TikTok-Consumer. Good luck. Beziehungsweise, das ist ja eben genau das Absurde. Du musst in 15 Sekunden irgendwie eine Message überbringen, die zum Teil nicht in 15 Racism is bad. Und so, du
ihr seht mich jetzt nicht, aber ich mache so die Hüftbewegung und so die Ja, aber das ist ja auch mega spannend. Und weißt, aber ich folge einer, wirklich jeden Freitag macht er so News über Climate Change das und ich ist tue das ein bisschen so so im Format geil. machen. Aber es ist auch so ein bisschen, ich hoffe wirklich, dass es Leute sehen, Ja. weißt? Und das ist ja das Perfide, oder? Eigentlich hast du mit dieser Globalisierung, oder nein, einfach also, alle sind connected, du weißt nicht was, das schafft ja eigentlich Raum für mega viel Diversität und trotzdem ist es immer noch so, wie du jetzt hast gesagt, anscheinend eben, dass auf TikTok mega viele weisse Cis-Menschen einfach zu sehen sind. Toll, Frauen, super. die minderjährig sind. Ja. Und knapp angelegt. Ich wollte jetzt nicht sagen, was das impliziert. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob sie das behoben haben. Ich weiss es nicht. Ich will jetzt nicht von TikTok verklagt werden. Aber wo natürlich auch unseren Podcast hört, der CEO. Voll. Auf Schweizerdeutsch. Kaffeepause. Ja, etwa so. Auf Mundart. Es ist schon frustrierend, das ist so, ja. Und in diesem Buch, wo ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin davon, kommt noch eine mega spannende These vor. Und zwar habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, weil es ist so lustig, die eine Figur, also so ihre beste Kollegin, die aus Nigeria ist und so, sie will eben nicht Hillary wählen. Und das ist noch recht lustig, weil sie haben dann wie so einen Fight, warum sie jetzt Hillary wählen will. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, es wird so ein bisschen die These vertreten, ich muss nicht reinpassen oder ich muss nicht stereotypisch reinpassen, für dazuzugehören. Oder weißt, manchmal wird einem doch auch so Migration-Stories, ist es immer auch so ein bisschen verklärt, so, oh mein Gott, ich bin mega dankbar, dass ich hier sein kann, aber ich will krass Heimweh und so. Und ich habe das Gefühl, dass das Buch konstruiert das Ganze eben recht geil, indem es wie nicht so cool. ist. Ja, und zum Teil, also es ist wie, aber sie haben ja auch ein Scholarship, es sind ja jetzt nicht irgendwie Leute, die müssen flüchten, dann hast du halt wie auch noch einen anderen Zugang jetzt zu dem Land, wo du herkommst. Ja, ich finde es im Fall, ja, ich denke, das Buch könnte dir gefallen. Es tut recht viel so Stereotypen konstruieren. Ich habe das Gefühl, ich kann es auf meiner To-Read-Liste, aber ich finde sie auch gut. Also wirklich, sie auch, wenn etwas Kurzes, so ein bisschen Praktisches, wenn sie da irgendwie 15 Feminist Suggestions oder irgendetwas so, habe ich auch gelesen, ich habe es als Hörbuch gelesen, aber ja. Und ich finde alles so ein bisschen, was sie macht, wenn ich... Der Text, den sie ihrer Kollegin hat geschrieben, wie sie ihr Kind feministisch erziehen kann. Aber das meine ich mit diesen Suggestions, okay. Ja, das ist super. Ja. Also mein letztes Buch, das habe ich erst vor kurzem gelesen. Und wahrscheinlich ist das beste Buch, das ich dieses Jahr lesen werde. Und zwar ist es ein Thema, wo ich sehr viel darüber rede, wo ich eine sehr, ich kann nicht sagen, krasse Meinung habe. Eigentlich nicht, aber es kommt vielleicht so ein bisschen über. Aber ich rede wirklich oft darüber, weil ich habe eigentlich keine Ahnung, wie es ist, in dieser Welt zu sein. Und wegen dem habe ich ein Buch gelesen von 2 Frauen, die das, ich weiß nicht, ob sie nicht mehr so arbeiten, aber ja, auf jeden Fall, das Buch heisst «Revolting Prostitutes – The Fight for Sex Workers' Rights» von Molly Smith und Juno Mack. Es ist wirklich so, wie sie auch sagen, ein Buch über Prostitution von Sexworkers geschrieben. Krass. Und bin ich echt gespannt. Ja, weil ich glaube, ich habe auch so Sachen gesagt und so. Ich habe wirklich das Buch gelesen, habe ich sagen, ich muss da ein meine Meinung anpassen. Da habe ich ein paar Sachen nicht so... Und ich finde das auch mega cool, wenn ich Sachen nicht bedenkt habe und das dann so wie mir offenbart wird. Es geht nicht so darum, moralisch in dem Sinne oder so, was ist Prostitution. Es geht auch wirklich um Prostitution, nicht um zum Beispiel Stripclubs oder so. Es ist weniger so ein bisschen das Sinn, ist das jetzt eine gute Sache oder nicht, sondern einfach, es ist Fakt, es existiert einfach. Und sie vergleichen auch die verschiedenen Modelle, die es auf der Welt gibt. Zum Beispiel, klar, in den USA ist halt einfach, du alles kriminalisieren, alles in Verbrechen. Und dann hast du aber gewisse Modelle, wo ich jetzt zum Beispiel denke, das ist jetzt wahrscheinlich besser, aber auch interessante Sachen müssen herausfinden. Zum Beispiel das nordische Modell, das ja immer so als gut empfunden wird, also das Schweden zum Beispiel. Was dort aber so spannend ist, das meine ich bei Policies, was sie auslösen können. Wenn du sagst, wir kriminalisieren nur die Kundschaft, oder? Dass wir uns verstehen. Klar gibt es sicher einen kleinen Teil von Personen, die das wirklich aktiv gerne macht und wenn sie die Möglichkeit hätten, etwas anderes zu machen, würden sie gleich noch immer Sexwork vorziehen. Das gibt es sicher. Aber der grösste Teil macht das einfach aus dem einfachen Grund,
weil sie Ressourcen brauchen, sprich Geld, oder wenn sie drogenabhängig sind, Drogen. Wenn du nicht willst, dass sich die Leute prostituieren, dann musst du ihnen einfach die Ressourcen geben. Aber ja, eben, es spielt halt viel noch mit Moralvorstellungen und so rein. Auf jeden Fall, wenn du, wie in Schweden, nur Kundschaft unter Strafe stellst, dann passieren mehrere Sachen. Einerseits gibt es dann einfach nicht, sagen wir, die normalen Leute, die etwas jetzt zu verlieren hätten. Du verlierst quasi die Kundschaft. Was übrig bleibt, sind Leute, die ein bisschen shady sind, die zum Beispiel auch sagen, hey, ich kann jetzt nicht lange mit dir diskutieren auf der Straße, weil sonst werde ich vielleicht verhaftet. Also steige einfach in mein Auto und wir klären dann Details auf dem Weg oder so. Oder wo irgendwie sich abgelegen treffen oder so, weil sie das Gefühl haben, sie könnten von der Polizei verwünscht werden. Und weil, das ist auch eben ein springender Punkt, weil das ist für sie ist das ein Hobby. Quasi. Es ist einfach nebensächlich, dass sie Sex haben, oder? Aber die als Sexworker arbeiten, die brauchen das Geld. Das heisst, sie haben so weniger Spielraum, sich die Leute auszusuchen, wer sie jetzt annehmen. Das heisst, sie begeben sich eher in gefährliche Situationen. Und, das ist das Kranke in dem Sinne, weil sie sind wieder darauf angewiesen. Das heisst, die Macht liegt bei der Kundschaft, dass sie zum Beispiel auch den Preise abhandeln und so weiter. Weil sie können sich das wie erlauben, dass sie sagen, ich brauche sie eigentlich nicht. Das ist für mich einfach nebensächlich. Und dann gibt es Situationen, weil Prostitution an sich wäre legal, aber nicht das Bordell durchschauen. Und das Bordell könnte schon als Verdacht sein, wenn du eine WG hast, sagen wir, als Sicherheitsgründe hättest du eine Wohnung. Eine Person zum Beispiel ist einfach da, einfach für den Fall, dass etwas ist oder dass noch jemand da ist. Aber wenn du sagst, ja, da leben mehrere Personen und jemand ist da, ist es vielleicht ein Manager, vielleicht ist das ein Bordell, was auch immer. Und dann kann es mega oft passieren, dass sie aus der Wohnung quasi geschmissen werden und zum Teil vielleicht nur kurz Zeit haben, ihr Zeug zu räumen. Und so, weil das ist eigentlich illegal. Und es gibt einfach so viele Sachen, die mit diesen Regelungen zusammenkommen, die dann einfach dazu führen, dass du sagst, für wer ist das Gesetz oder die Gesetzesänderung jetzt eigentlich gut gewesen. Einfach vielleicht für Politiker, die so sagen, ja, wir beschützen die Personen, weil wir sind dagegen. Ja, das ist so ein scheinheiliger Schutz, ja. Was ich auch gelernt habe zum Beispiel, ist, dass das Modell, das sie in Neuseeland haben, das Beste ist, also zumindest was sie halt thematisiert haben oder kennen, wo eigentlich alles so dekriminalisiert ist. Es gibt einen Unterschied, ob du etwas legalisierst oder ob du einfach alles dekriminalisierst oder den Bereich dekriminalisierst. Und dort ist es auch viel anders, weil du kannst auch sagen, wenn du Arbeitslose Geld beziehen willst, kannst du gerade von Anfang an machen. Aber zum Beispiel in Schweden sagen sie so, ja, also eben, wenn so und so lange nicht mehr als Sexworker tätig bist, dann können wir schauen und so. Und das geht ja nicht, weil die brauchen ja in dieser Zeit das Geld. Und sie machen es ja wegen dem Geld. Ich verstehe nicht, was ich meine. Was ist denn der Unterschied zwischen etwas dekriminalisieren und etwas legalisieren? Wie sie es im Buch erklären, ist, wenn du es legalisierst, dann tust du es so wie regeln. Du machst Regulierungen. Zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt ist es legal, ist nur, wenn du dich, wir legalisieren es. Das heisst zum Beispiel, ihr müsst euch registrieren und dann wissen wir, wie viele es sind und dann musst du vielleicht die Steuern zahlen da oder was auch immer so. Und dann sagst du so irgendwie, dort und dort darfst du in diesem Bereich arbeiten. Und dann hast du aber so Situationen zum Beispiel von Personen, die nicht in einer Datenbank aufgenommen werden, aus welchem Grund auch immer, dass sie eben namentlich so in diesem Beruf tätig sind. Oder du hast Leute, für die ist das einfach zu umständlich oder was auch immer. Und dann rutscht es so wie in zwei Gruppen. Die quasi jetzt legalisiert sind und dann die quasi illegal weiterhin arbeiten. Aber in Neuseeland zum Beispiel, wo es dekriminalisiert ist, ist einfach alles erlaubt in diesem Sinn. Und dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dass du wie Unions hast in dem Sinn, dass sie für ihre Rechte einstehen und sie sagen eben, was für sie was man muss machen und so weiter. Ich sage mal, die Macht geht dann auch wieder ein bisschen zurück zu innen, zu diesen Personen. Es ist dann für sie aber einfacher, dann sich die Kundschaft auszuwählen oder auszusteigen, wenn sie das wollen, können. Und dann ist auch der Fokus mehr auf den Support dort, weißt du, was ich meine? Ich habe mega viele gewisse Beispiele einfach genommen und dann zum Beispiel von einer, die sagt, ja, jetzt ist jetzt dankbar, dass sie nicht mehr in dem muss tätig sein und bla bla. Und dann hat es aber auch wieder so, wie sie sagen, das Bild von der Happy Hooker, wo schon sagt, so, ja, sie macht das mega gerne und nein, das ist doch gut und bla bla. Oder das ist auch noch ein Klassiker wegen von Kundschaft, die das halt brauchen, weißt du, ja, aber
der Arm da, wo eben eine Behinderung hat und so. Dabei ist es halt auch, es hat ja niemand den Anspruch auf Sex, was ich meine. Nein, aber da muss ich, ich habe jetzt mit diesen Beispielen reagiert, aber so Sachen wie Sexualbegleitung für ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigung. Aber das ist ja ein riesiges Thema. Jetzt, das kann man gut finden oder nicht. Ich persönlich finde jetzt, wenn sexuelle Selbstbestimmung, wenn das in einem Rahmen möglich ist, dass die Person das kann artikulieren kann, dass sie sich das wünscht, muss man das doch dieser Person wie auch zur Verfügung stellen. Und Sexualbegleitung ist in der Schweiz läuft immer noch unter Prostitution. Aber was macht man dort? Das ist eigentlich wie eine sexuelle Dienstleistung, wo aber Leute ausgebildet werden, im Moment eben noch von privaten Institutionen, wo sie eben auch lernen, okay, wie muss ich denn mit einem Menschen, der eben Beeinträchtigung hat, wie muss ich darauf achten. Meistens ist es nicht Geschlechtsverkehr mit Penetration, sondern mehr so Berührung. Aber es läuft einfach immer noch unter Sexarbeit, Prostitution und ist eigentlich wie, also ja, und wird halt dort wie auch eben von privaten Institutionen weitergebildet und so. Und auch dort denke ich wie, also ich kenne es ein bisschen, oder ich habe mich einfach informiert, so bezüglich Pornografie und dort geht es mega vorwärts im Sinne von eben feministische Pornografie heisst das Segment, sprich die Menschen sehen anders aus, es sind nicht einfach immer die schlecht gemachten Home-Videos auf YouPorn, sondern die Darstellenden werden gut bezahlt, es werden gesundheitliche Tests gemacht und ich habe immer so das Gefühl, das sollte doch auch möglich sein bei der Arbeit von SexarbeiterInnen, dass das einfach, genau, dass das auch nicht Leute müssen machen, die das nicht wollen. Das ist mega schlimm, wenn man das muss. Und dass das einfach alles so in diesem shady Ecke ist, eben ohne Kontrolle, ohne Sicherheit. Aber ja, das ist ein Riesenthema. Klar, wirst in so einer Situation für so jemanden, der eine Beeinträchtigung hat, vielleicht schon Leute finden, die das freiwillig machen würden. Also es gibt solche, die das machen, ja. Bleiben wir jetzt, sagen wir, Berührungen nur, oder würde es weitergehen? Weißt du, hey, das kann ich dir nicht sagen. Von diesen Institutionen, die ich kenne, da ist es meistens einfach Berührungen, ja. Oder sie nennen sich zum Teil auch Berührerinnen oder so, eben nicht, ja. Ich finde es gut, wenn man probiert, den Leuten zu helfen, wenn sie auch in der Lage sind, zum Beispiel für sich selber was zu machen. Ich finde es jetzt zum Beispiel schwierig, du sagst ja, die Krankenkasse zahlt mir jetzt, dass jemand kommt. Und jetzt wirklich, also Penetration und so weiter. Ich finde das ein bisschen, weil du hast nicht das Recht auf das. Finde ich persönlich. Das ist nebensächlich. Du redest mit einer, die den Traumberuf Sexualpädagogin hat. Da habe ich natürlich eine andere Meinung. Also ich glaube, das ist ein Riesending, das wir jetzt besprechen sind. Genau, aber also eigentlich, was ich sagen will, ist ja, dass gewisse Beispiele einfach so rausgenommen werden, um halt zum Beispiel zu sagen, ja, eben, genau, wegen dem ist das, braucht man das oder was auch immer, aber man geht viel zu wenig auf die Leute ein, die das wirklich schaffen. Ja, aber auf jeden Fall eben mega spannend, so ein bisschen sich zu überlegen, was hilft und was hat so ein bisschen, Konsequenzen, die vielleicht nicht so durchdacht sind, wo man das Gesetz eingeführt hat und so. Ja. Genau, und das war mein letztes Buch. Wow, von Madonna zur Prostitution. Nein, aber jetzt haben wir wirklich sehr viele interessante Themen abgehandelt. Und wie versprochen kommt jetzt noch unsere Überraschung. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne eines von diesen 10 Büchern verlosen würden, wenn ihr uns eine Frage könnt beantworten. Und zwar, wie viele Bücher haben wir jetzt insgesamt schon vorgestellt mit denen, die jetzt in diesem Podcast vorkommen. Also jetzt müsst ihr halt einfach alles nochmal schnell nachschauen und hören am besten. Und dann schreibt ihr uns ein Mail an anita.podcasts@gmx.ch. Ich tue es auch nochmal in den Beschreibung von der Episode. Und dort gerne die Antwort und dann auch, welches Buch das ihr hättet, dass wir das verschicken können. Und eure Adresse. Genau. Am gescheit stehen. Genau. Dann Trommelwirbel. Trommelwirbel. Was hast du etwas sagen? Nein, einfach, ich bin gespannt. Du willst ja noch einen Vorschlag machen für das nächste Buch. Genau. Mit was du mich quälen willst. Ey, ich will dich quälen. Nein. Ich habe das Gefühl, du wirst richtig hässlich. Oh mein Gott. Die Bibel. Hör auf. Wir lesen Invisible
Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Warum werde ich hässig? Das ist voll geil. Caroline Criado Perez. Ich habe gewusst, dass das irgendwann kommt. Wir haben jetzt mal zusammen in der Buchhandlung gesehen. Das schlage dir mal vor. Nein, das ist super. Aber du bist hässig, weil eben die Studie und so weiter, genau, wegen dem Inhalt. Ja, ist gut. Also wegen der Diskriminierung ja, bist du hässig, nicht wegen dem Buch. Ich bin dabei, schon die ganze Zeit von dem her. Ich weiß. Aber ja. Genau. Cool. Und das zählt jetzt nicht zu der Anzahl Bücher, wo wir das checken. Nur so falls jemand kommt mit ja. Also vielleicht haben wir ja auch gar niemanden, der uns ein Mail schreibt, weiss auch nicht. Dann schicke ich dir ein Buch. Sonst verschenken wir uns gegenseitig. Dann würde ich sagen, beenden wir doch den Podcast an dieser Stelle. Wie immer, ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und YouTube. Ja, ihr könnt uns gerne auch sonst ein Mail schreiben an eben die vorgenannte E-Mail-Adresse. Und ja, dann hoffen wir, dass euch die Episode gefallen hat. Und viel Spaß beim Lesen.